Dein letzter Auftrag war kein großer Erfolg, Tom. Dass du alle getötet hast, macht uns jede Menge Probleme. Ich soll eine Frau umnieten? So ein Pech, was? Was, Tom? Herzlichen Glückwunsch. Aber Michelle? was machst du? Zieh dich an und verschwinde. Danke. In ein paar Minuten fliegt der Laden hier in die Luft. So werden wir alle seiner gedenken und für seine Erlösung beten. Das ist der Bastard, der Billy getötet hat! Macht ihn fertig! Sie machen Witze, oder? Wie konnten Sie das schaffen? Das war alles andere als gut. Billys Vater, der Stadtrat, war ziemlich sauer auf uns. Und er war Morellos Busenfreund. Ohne die Hilfe der Mafia hätte er sein Amt niemals bekommen. Außerdem begann ja die Polizei auf uns zu hetzen. Also hatten wir jetzt die Gangster und die Bullen gegen uns. Ah, kommen Sie. Hey, beide Seiten haben davon profitiert. Die Polizei stand gut da bei der Verbrechensbekämpfung und kassierte gleichzeitig dicke Prämien von Morello, den sie dafür in Ruhe ließen. Und mit der Hilfe der Polizei konnte Morello seinen größten Gegner eliminieren. Eine ideale Situation. Und für uns liefen die Dinge schlecht. Salieri hat eine Menge Kohle verloren. Und ich fühlte mich nach all dem Morden auch nicht allzu gut. Es schien mir, als hätte alles keinen Sinn. Und dass ich das Leben so schnell und so intensiv wie möglich auskosten müsste, wenn es so leicht war, sein Leben zu verlieren. Vielleicht begannen Polly und ich deshalb mit dem Trinken. Sie haben nicht vielleicht die Nerven verloren? Mein Leben bestand nur noch aus Mord, Verbrechen und Alkohol. Hätte Frank mir da nicht rausgeholfen, wäre es nicht gut ausgegangen. Es war verrückt. Aber plötzlich war er da und wollte mir helfen. Kannst du mich nach Hause mitnehmen, Tommy? Sicher, Frank. Steig ein. Na, wie steht's bei dir, Tommy? Ach, ist schon okay, nur... aber... Ach, nichts. Ich habe gehört, Paulie und du, ihr genießt das Leben. Ihr zwei habt euch in der Stadt einen Namen gemacht. Muss was mit unserem Geld zu tun haben. Wenn du nicht als ein Wrack enden willst, Tom, musst du deinem Leben einen Sinn geben. Was? Willst du mir etwas über den Sinn des Lebens predigen? Ich habe ein paar gute Jungs gesehen, die mit ihren Problemen nicht klarkamen und vor die Hunde gingen. Normalerweise wird man wegen Geld umgelegt oder man wird verrückt und all die Freunde und hübschen Damen sind plötzlich weg. Wie auch immer. Der Don braucht keine Säufer mit zittrigen Händen, die für ihn arbeiten. Solche Leute machen nur Schwierigkeiten. Wenn du nicht aufpasst, bringt dich als nächstes dein bester Freund um, ohne mit der Wimper zu zucken. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Na los, sei du selbst. Vielleicht dein Geld irgendwo investieren. Ich könnte dir ein paar Tipps geben. Hör auf mit den Partys. Geh sonntags mit dem Don zum Rennen. Versuch mit einem Mädchen ins Theater zu gehen oder ins Kino. Du hast viele Möglichkeiten. Und an wen denkst du da, Frank? Ein anständiges Mädchen will doch keinen Killer. Weißt du, ein Polizist tötet, um das Gesetz zu schützen. Und du stehst für unser Gesetz ein. Das ist das Gleiche. Wir stehen nur auf der anderen Seite des Zauns. Du bist kein Mörder, Tom. Denk dran. Nimm niemals Arbeit mit nach Hause. Das gibt nur Ärger. Und wo finde ich die Frau für mich, Frank? Ich dachte, du hättest was mit Luigis Tochter, Sarah. Ich finde, sie ist ein wundervolles Mädchen. Aber du allein weißt, wie weit du mit ihr gehen willst. Ich möchte einen Menschen wie Sarah nicht in Gefahr bringen, Frank. Eines Tages bat mich Frank, in die Bar zu kommen. Er sagte, er hätte einen kleinen Job für mich, also bin ich hingegangen. Tom, 2 unserer LKWs voll mit dem besten Stoff kommen heute aus Kanada. Sam trifft sich mit ihm am Übergabepunkt. Sie sind auf einer alten Farm außerhalb der Stadt und wir müssen die Ladung in die Stadt bringen. Ich schicke 2 LKWs, Paulie fährt mit einem. Ich möchte, dass du auch mitfährst und die Augen aufhältst. Sorge nur dafür, dass alles glatt geht.
Hol den Wagen von Ralphie. Paulie wartet drüben beim Lagerhaus auf dich. Bei deiner Ankunft wird Paulie dir ein paar Waffen geben. Okay, Frank? Also, wir treffen Polly beim Lagerhaus. Der sollte ja vorher ein bisschen Schnaps spazieren. Ralphie, was warst denn du? Was hast du heute Schönes für mich, Ralphie? Tom, ich habe einen neuen Wagen für dich. Er hat 65 Pferdestärken und wenn du Gas gibst, kommt er auf über 75 Meilen in der Stunde. 65 PS? Oh Gott, da renne ich schneller. Hat er nicht ein Auto mit 560 PS? Welche Kiste meint er? Die da hinten. Ralphie, Moment, du. Die Pfeife ist schön. Soll die verlaufen? Da komme ich jetzt noch nicht rein. Oh Gott. Nimm den doch. Der wohnt genauso. Also, warte mal. Hat er sich beruhigt oder was? Und? Ist dir wieder eingefallen? Sie haben ein neues Schloss eingebaut. Aber kein Problem. Ciao. Siehst du echt einfach. Der Bolper auch. Die Kiste haben oder was Älteres. Wie du willst. Danke, Ralphie. Ja gut, gelernt hab ich's. Aber, nimm den doch. Der läuft schon. So, das hat nicht, wir cruisen auch sehr aufs Land, oder? Zu Poli. Ich wollte einen kleinen Ausflug aufs Land, zu gesund sein. So wie es aussieht, da hinten wieder so den Tunnel, bekanntermaßen. Ja gut, ich kann mir schon denken. Das wird wahrscheinlich das Lagerhaus sein, wo wir schon mal vorbeigefahren sind. Ja gut, um die Zeit können wir Kette geben. Da sind die Polizisten nicht so aktiv. Bedeuten, Giuliano Bridge. Aber bin ich im Fan, gell? Da mache ich dann einen Fanclub auf. Der erste Giuliano Bridge Fanclub. Ja, der ab, bleib schießen. Halt Mafiosi muss mit drüber brillen. Ich geh dazu. Du bist kein echter Mafiosi. So mehr. Aquaplaning.
Den von der Domschi, die der Rotlippe. Und der Polizist rennt vorbei. Alter, wir haben ihn gefunden. Sie rennt. Ist er gerade am Schreien oder was? Der Bella, da vorne in der Biegung. Hallo Polly, ich bin doch. Hey Tommy, wir fahren zu einer Farm vor der Stadt und holen ein paar LKW-Ladungen besten Fusel ab. Wir wollten dich dabei haben, falls es Ärger gibt. Es müsste aber echt locker sein. Du musst gar nichts tun, sei einfach nur da. Die Jungs beladen die LKWs und wir fahren zurück. Sam wartet dort schon auf uns. Wahrscheinlich hat er bereits alles ausgesoffen, bevor wir überhaupt da sind. Ich fahre. Die Bullen wurden geschmiert, also gibt es nichts, was uns Sorgen machen müsste. Da hätte ich auch zu Hause in meinem Bett bleiben können. Hey, wenn ich aufbleiben muss, dann musst du es auch. Los geht's. Das ist das Leben. Total entspannt. Auf dem Land, kein Stress. Weißt du, wir sollten das viel öfter tun. Aber besser tagsüber. Haha, schätze, du wärst jetzt lieber bei Luigis kleiner Tochter Sarah. Stimmt's? Das ist deine Art Nachtschicht. Halt die Luft an, was weißt du denn davon? So viel wie alle anderen auch wissen. Mann, selbst Luigi weiß, dass du hinter ihr her bist. Schätze, das macht ihm nichts aus. Schließlich hast du ihre Ehre gerettet. Wetten, du hast sie ihr gleich wieder genommen, ne? Halt die Klappe, Pauli. Ich wusste nicht, dass du da bist. Komm schon, Torben. Nur ein Scherz. Sie ist ein gutes Mädchen. Ihr seid viel füreinander gemacht. Da bin ich nicht so sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, nach Hause zu kommen und zu sagen, stell dir vor, Sarah, was ich für einen Tag hatte. Ich musste 10 Typen umnieten. Über so etwas darf man zu Hause nicht reden. Wenn du nicht so bist, wie sie in der Zeitung über dich schreiben und du sie gut behandelst, wird sie den ganzen Kram ignorieren. Ja, und sie hat eine Menge Kohle. Für dich ist es also normal, deiner Frau dein ganzes Leben lang zu verheimlichen, wer du wirklich bist. Komm, mach dir nicht so viele Sorgen. Verdammt! Was ist los? Sam sollte hier warten, aber er ist nicht da. Das riecht nach Ärger. Wir bleiben hier bei den LKWs und du schaust vorsichtig nach, was abgeht. Danke für das Vertrauen. Nimm dir ein paar Spielzeuge mit. Alter, wie schon hoch oder was? Toll. Der Pumpgun. Da würde mal hin. Der wie Boy, wie schon Auto. Ich vermute mal, wenn ich Knarren krieg, dann wird es gleich blauhältig. Wer außen durch? Da kann ich da rum.
zu. Ja gut, ich vermute mal, ich muss in die Schub, oder? Oder möchtest du eine? Guck. Wie soll man sehen, bitte du haben? So, da drin gibt es ein Medikit, gell? Da geht nicht mehr aus. Alter, drunter, da ist nichts. Aha. Was bieten sie da? Warte mal, da liegt einer. Mein Gott. Deinem Freund ist schlecht geworden. Wer seid ihr? Seid ihr von der Polizei? Mr. Morello und der Sheriff lassen euch grüßen und informieren euch darüber, dass sie von jetzt an euren Job hier übernehmen. Oha. Sitzen und bleiben. Also, Mummi, wo wir auf dem Tag. Da habe ich keine Deckung. Ich geh gleich um. Ich bin gut durchgeschlagen. Aber ich noch nicht so genug. Ich habe einen Gold. Was ist denn eine Flinte? Gute Idee. Oh Baby, die Zwilling. Wenn ich gerade dringend, die finde ich gut. Bevor mich von den Socken haut. Hier, Fuß geht, mir lege los. Ah ja, wie du jetzt? Wie du jetzt? Alles umsetzen? Oder mit mir so? Bei der behüpft schon. Der Lump, wo ist er? Wo ist der Voller so? Oh Gott, der da hinten.
die Kugel des Anstands. Pass auf, ob die in der Mitte gibt. Die Runde zurück. Nein. Also die Socke, der läuft so. Volley, Baby, und den Druck. Erst genug. Ohne Willen sauber. Jawohl. Einigen Grillstück. Gut, der Blätter brennt. Jawohl. Den Wurst. Sie gefunden, die volle Nacht. Hört die Rettung noch. Oh, Body, Die sind alle tot. Was? Die Fahrer da draußen. Irgendwer hat sie kalt gemacht. Was? Was ist mit Sam? Hast du ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber die Scheune war verschlossen. Ist er da drin? Wir müssen zurück, um ihn zu holen. Wir lassen ihn auf keinen Fall hier. Gut, wir gehen zurück, aber wir brauchen ein Brecheisen oder so, um die Scheunentür aufzukriegen. Okay, gehen wir. Ihr Jungs bleibt hier und bewacht die Laster. Macht jeden fertig, der sich ihnen nähert. Außer uns natürlich. Okay. Der Laster, der ist schon hier. Rüber, Kohle, und wir wollen gut gehen. Wie die geht dabei? Eine wieder. Alter, den checkt jetzt in die Scheune, ey. Der die so. Hey, ich mach Views, ich hab Auto drin. Das ist so. Komm schon. Jo. Da ist der Boden im Weg gemacht. So ist er. Ich breche sie auf und dann gehen wir rein. Wir müssen uns gehen. Komm, Petersen. Wer ist dritten Blei? Also los. Jawohl. Ja, gut, die Treppen durchballert. Und der Minigit. Aber, wie schaut er drum aus? Wer spritzt Blei? Moment, kurz mal verarzten. Herr 50. Hey Sammy. Bitte da rum. Ja, wieder das. Sam! Das
so aus. Was haben Sie mit dir angestellt? Ist alles in Ordnung? Aber nochmal wieder zur falschen Zeit. Am falschen Ort. Kannst du gehen? Nicht besonders gut. Okay. Halt durch, ich hol den Laster, wir bringen dich zu einem Arzt. Du schaffst das, Sam. Komm, warte hier mit ihm, ich bin gleich zurück. Keine Angst, Sam. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Klar. Wirklich? Bei der Dame aus der Minute. Komm, Pauli. Tom, ich glaube, das ist kein Laster. Die blöde Kutterpa, wo ist? Wo sind unsere Leute? Was sind das für Bei der Polizei. Gefunden. Was zum Teufel ist hier Beide los? hinter mir. Lebst du noch? Komm hier raus und hilf mir. Mein Gott, das war ein Massaker. Was für eine Nacht, Mann. Anscheinend möchten Sie, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. Ach ja? Na, das wird nicht so einfach. Ist Sam soweit okay? Ja, er ist okay. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Okay, ich hole ihn. Du hältst hier Wache. Sam, ich bin es, Pauli. Komm schon, wir fahren nach Hause. Wir fahren zum Arzt. Ich fühle mich gar nicht gut. Hab mich wahrscheinlich irgendwo erkältet. Sieht so aus. Deine Nase läuft ein wenig. Sam, ich bringe dich nach Die Nase hinten. läuft? Tom ist bei dir. Nur für Ich den hab da Fall. lauter ein bisschen mehr. Okay. Tom, geh mit ihm und halt die Augen auf. Da ist eine Thompson, falls du sie brauchst. Alles klar. Pauli, sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Da hinten ist eine Thompson und etwas Munition. Geh hinter den Kisten in Deckung und pass auf. Schieß, sobald sie hinter uns sind. Lass sie auf keinen Fall an uns vorbei. Okay, Freunde, wir rattern. Über 200 Schuss. Da sind wir dabei. Hier war schon mal nix. Das kann nicht dauern. Das ist aber wenig geht aber ganz, oder was? Oh Scheiße! Was ist das? Bei der Fußschluss war Auto. Der wird 4 Kilometer gemacht. Naja, hier ist ja gut. Aber das Gute ist, dass ich noch ein Licht kommt.
Alter, komm, wir haben's. Nach einem langen Kampf. Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Der Doktor wird sich freuen, wenn er zur späten Stunde noch Doktor muss. Sam, wir sind beim Arzt. Gott, sind Sie das, Polly? Was machen Sie um diese Zeit hier? Guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung, also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen. Pass auf. Wir fahren jetzt zurück zu Salieris Bar. Der Roadster. Oder möchte bei den Betonen vorbeischauen. Wobei der Doktor ruft wieder, wie man ein Auto klaut. Schreiben Sie doch. Und der Roadster mit seinen 75 PS. So gesehen, liegt das nächste. Aber ich sag gerade, das war ein heißer Trip. Zur späten Stunde. Und den geilen Pudel haben wir auch nicht gekriegt. Oh Gott. Ja gut, der Bulle zu Fuß. Der hört bestimmt nicht ein. Der kann eine Pfeife wie er mag. Die Pfeife. Warte, ich Bulle von links. Und die Juliana Bridge. Wie sie lebt und lebte. Moment, wir kratzen. Musik. Aus, süß. Wir brennen einmal gekonnt durch den Tunnel und wechseln dann noch ein paar Worte mit dem Salieri. Ich glaube, der wird sich freuen auf den Schlamassel. Moment, vorbeigerotzt. Oh Scheiße, das ist Blutbeet. Die machen fertig. Pass auf,
ich reise die ab. Also reine Frustration. Der Onkel Salieri, ich bin zurück. Nach der Nacht zwischen der Mandels. Ein Pudel haben wir gekriegt. Der war ausverkauft. Ralphie, der Kisten geht wieder um. Ich wollte nicht.